Ich weiss nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr auch schon Situationen erlebt, oder so ganz blöd dasteht, wo irgendwie die Leute euch fast ein bisschen auslachen oder was auch immer. Ich habe heute Nachmittag eine spannende Situation erlebt. Und zwar habe ich ja wieder das grosse Privileg, mit meiner Familie, während unsere Hauptpastoren in den Ferien sind, ihren Hund zu hüten. Und ihr wisst nicht, was das für ein unglaublicher Druck ist. Oder die Vorstellung, wenn diesem Hund etwas passiert und dann Hausverbot bekommst, niemand darf da reinkommen. Nein, natürlich nicht, aber ich habe dann heute am Navi gesagt, ich gehe noch ein bisschen laufen, ein bisschen den Berg auflaufen, da ein bisschen oben durch im schönen Emmental. Und die hat einfach nicht wollen. Und dann ist sie einfach abgelegen, am Boden raus. Und dann dachte ich, ja, was machst du jetzt? Ich bin ja nicht der Erzieher, ich bin nicht der Hauptchef. Und dann dachte ich, ja, irgendwie, dann zureden. Und dann, ich weiss nicht, ob sie irgendwie Angst hatte oder etwas oder so. Gut, ich habe relativ schnell gemerkt, mein Gring sagt mir, geh dort durch, wo ich geplant habe. Aber wenn sie nicht will, ja, dann muss sie halt tragen. Dann habe das Hundeli auf die Arme genommen. Dann laufe ich rauf und dann typisch kommt das erste Auto, fährt so nebendurch und denkt, was ist das für einen? Gehst laufen mit dem Hund und drehst den Hund. So sind wir angefangen unterwegs. Dann kommt irgendein Gross entgegen und denkt, was machst du denn? Ja, ich trage den Hund auf, das mache ich jeden Tag. Das ist doch das Normalste der Welt, dass der Hund nicht läuft. Heute dreht man den Hund oder, den Berg auf. Dann ist noch eine dritte Person gekommen und irgendwann dachte ich, weißt du was, das ist mir egal. Ich habe den Hund noch gestreichelt und bin raufgelaufen. Ich dachte, egal, ihr könnt denken von mir, was sagt, das spielt so keine Rolle. Manchmal gibt es auch Situationen, wo es vielleicht sogar ein bisschen tougher ist, wo du irgendwo ein E-Mail bekommst, wo dir jemand wirklich so richtig sagt, dass du fehl am Platz bist. Oder jemand sagt, vielleicht irgendwo am Arbeiten, irgendwo ein Chef, der dich persönlich angreift und dich vielleicht sogar in die Persönlichkeit angreift und sagt, du hast das und das komplett falsch gemacht, du bist schuld, vielleicht bist du nicht mal schuld. Ich glaube, das Leben ist so, dass wir alle so Sachen erleben. Und ich möchte uns ermutigen, es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist total auch normal, dass es solche Situationen manchmal gibt. Und was ich auch schon erlebt und was ich auch merke, ist, selbst dann, wenn wir mit Gott unterwegs sind, gibt es Situationen, wo Leute das nicht verstehen. Es gibt Situationen, wo Leute sogar uns meiden wegen dem, wenn wir mit Gott unterwegs sind, weil wir vielleicht am Sonntagabend hierher kommen, weil wir den Livestream einschalten, vielleicht das sogar wie bekennen und sagen, ich glaube an Gott, ich glaube das, was in der Bibel steht. Und ich möchte uns alle ermutigen, dass wir dann nicht unsicher werden, dass wir dann nicht irgendwo wie das Gefühl haben, es ist die falsche Entscheidung, an Gott dran zu bleiben, weil ich bin überzeugt, schlussendlich ist das nach wie vor die beste Entscheidung, die wir machen können. Ich bin überzeugt, das Leben hier auf der Erde ist eine Reise. Eine Reise, die darum geht, dass wir herausfinden können, dass wir einen Schöpfer haben. Eine Reise, die darum geht, dass wir den Schöpfer erkennen können und auch an ihn glauben, auch wenn wir ihn mit unseren eigenen Augen nicht so sehen können, wie wir andere Sachen sehen können. Und ich möchte das als Ermutigung weitergeben, weil jetzt gewisse Leute eingeschaltet haben, die voll im Leben sind. Das ist gut so. Aber manchmal vielleicht auch unsicher sind. Ist das der Weg? Ist das überhaupt der Wert, dass ich Sonde für Sonde einschalten, hierher kommen, mehr Zeit nehmen? Ich möchte uns ermutigen, es ist es der Wert. Das ist die beste Entscheidung, die wir fällen können. Weil wir lesen in der Bibel, das ist etwas, was ich immer wieder sehen, beobachten, an Leuten, die das durchziehen, dass wenn wir auch ins Haus von Gott gehen, das Haus von Gott priorisieren, dass wir werden aufblühen, dass wir uns ins Positive hinein werden entwickeln, dass wir Jahr für Jahr nicht mehr die gleichen Personen sind, sondern dürfen vorwärts kommen, nicht weil wir alles richtig machen, nicht weil wir keine Kämpfe mehr haben, sondern weil Gott uns hilft, weil Gott einen Plan für uns alle bereit hat und uns hilft, oder die Wege zu gehen.